So, grüß dich zurück bei Fallout 4. Wir machen jetzt weiter. Was wir genau machen, weiß ich noch nicht. Wir werden mit dem Cozy immer ein bisschen mal dumm planieren. Warum zacken wir in Preston an? So einen Blick, ich gehe wieder in die Ego-Perspektive. Oh! Auf die habe ich komplett vergessen. Ja, was nehmen wir denn? Ja, was nehmen wir denn, hä? Scheiße. Oh. Wie ist denn das gegangen so genau? Ja, ich bin schon wieder draußen. Mir ist das eh schon kennen. Ich habe wieder mal eine Woche nicht gespielt. Als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen deine... Oh. Das machen wir. Nein, nicht blutiger Tod. Da hat es ja was Geileres gegeben. Wo ist denn das? Ah, Idiot 7. Den haben wir schon. Den haben wir auf Level 11. Da sind wir noch einiges etwas entfernt. Da haben wir nichts. Da haben wir eins. Langfinger. Deine flinken Finger machen Diebstahl um 25% einfacher. Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Wir nehmen 10% mehr Schaden. Okay, und warum schickt uns die Spur jetzt zum Preston? Ich weiß es nicht. When Freedom Call. Wenn die Freiheit ruft. Ja, probieren wir's. Hey, schön dich wiederzusehen. Ich hatte gehofft, dass du vorbeikommst. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Die 2015er Legende. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Vor über 200 Jahren. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsgule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Mein Sohn. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Welche Art von Hilfe? Bei was brauchen Sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider. Die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Oh, schauen wir mal. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturgis. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Jetzt schaut er wieder wie ein Häsl. Der erste Schritt. Sprich mit den Siedlern bei Ten Pines Bluff. Mama Murphy, können wir uns unterhalten? Ich weiß, was du mich fragen wirst, June. Ich habe es gesehen. Und ich kann nichts für dich tun. Aber du hast das dritte Auge. Das muss doch... Es kann nicht mit den Toten sprechen, Kind. Selbst das dritte Auge hat Grenzen.
Es tut mir leid. Ja, mein drittes Auge, was sich zwischen meinen Arschbacken befindet, hat auch Grenzen. Aus. Aus! Sturges, du Eumel, wo bist denn? Achso, da geht's ja schon in Richtung Ten Pines Bluff. Da soll halt mal auch zusammenrammen. Erst ram zusammen, Alter, da schaut's aus. Was ist denn das? Ein Blähflieger, ein Hiniger, gut. Ja, was ist denn da? Und das Kindesbett. Ich hoffe was Gutes, das wäre so nett. Cool. Nehmen wir alles mit. Da passt da alles. Da ist leer. Ach, Cozy, was mache ich mit dir, ha? Du alter geiler Upfingerbärst, du. Warte mal kurz. Sprich mit Sturges und das tun wir dabei weg. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir Karte, Werkstätten, Essen, Wasser, Energie, Schutz, Betten. Passt. Was Sturges, du alte Murmel, du? Bist du bereit für etwas Arbeit? Na sicher, Herrst, Ich Alter. helfe gerne. Sag mir einfach, was ich machen soll. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Hey, Sturges. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Bin dran. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Super, vielen Dank. Jetzt labern wir nicht mehr davon. Hey, Sturges. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ich lege los. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Sturges. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Ich bin dabei. Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Es Sturges. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber... ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Ja, bitteschön. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mache mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Der nächste, der reinschaut wie ein Heißel. Ah, super, jetzt haben wir es benannt. Urli, ich sag das, jetzt haben wir es benannt. Was haben wir da? Tee. Okay. Aha! Schurkus Packus. Wir werden später öfters mal mit der Powerrüstung herumlaufen. Obwohl ich es eigentlich nicht mag, weil du so unflexibel bist. Was sie an? Naja. Cozy, du sprichst in Rätseln, wie ich sage es. Bam, 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 bau, 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 bau. Ja, super. Das war nur ein Hund. Tja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Nö.
Was ist da dran? Ein Spaß, die tut da ja nichts. Außer sie leuchtet gelb, grün. Dann tut sie da was, aber so doch nicht. Geht die Sonne unter? Man schaut fast noch aus. Nicht? Aber jetzt Zeit, Alter. Jetzt erst? Na, der braucht aber lang, bis er fortkommt. Hä? Hat er jetzt die Hirschkuh umgebracht oder waren das die Maulwurfsratten? Na, gute Frage. Cozy? Du kleines, geiles, mordlustiges Ding, du. Warte mal, da ist auch was drinnen für uns. Also nur schauen, wie wir da raufkommen. Über den Koffer kommst du bestimmt drauf. So. Dankeschön. Hui! Dann marschieren wir nach Ten Pines Bluff. Und blöffen nur so dahin, dass uns der Bau blöfft. Oh. Ich reiß dir deine verdammte Kehle raus! Aber gell, Madame. Schluss mit all dieser Gewalt. Wir könnten doch einen Tee trinken. Erst, Alter, war das geil. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Brauchen wir nicht. Cozy! Brauchen wir auch alles nicht, aber den Rest nimmt man mit. Das ist ein. Wie spät ist denn überhaupt? Oh. Hast du was? Ja, das jetzt anders zu machen. Machen wir mit 13 Stunden. In der Hoffnung, dass man das Spiel nicht ausschmiert. Ja, was ist? Ah, herrlich. Jetzt wird nur mehr Kaffee. So. Ah. Lecker. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ah. Daten. Aufgabe. Der Level hätten wir auch noch zum Vergeben. Weißt du, wir gehen da weiter. Bam, 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 bam. Die ersten Schritte im Leben sind immer die schwierigsten. Man fällt so oft auf die Schnauze. Boing. Dickichtausgrabungen. Okay, das könnten wir uns später anschauen. Das werden wir uns auch später anschauen. Wir müssen eigentlich nur da unten vorbeigehen, den Raider töten. Und dann können wir wieder weitergehen. Wir rahmen da unten alles aus und sind dann dahin. Weil es ist scheißegal, ich hab das nämlich schon ausprobiert. Wenn du da unten nur den Raider umbringst und alles andere lässt, das fühlt sich das wird mit der Zeit etwa allein aufgebaut und hin und her. Ja. Da bauen sie die Raider mit der Zeit eigenständig was auf. Da brauchst du dich nicht um den Trottel nicht auch noch kümmern. Und da? Ja. Auf den Kopf.
Jetzt hat er Zeit gehabt zum Nachdenken. Den Staub doch das Öl in Wallung bringen kann. Ja. Du kannst ja gerne mal zwischen diesem ganzen Schrott gerne mal anfangen zu putzen, wenn du willst. Habe ich nichts dagegen, Cozy. Weil da schaut's ja wirklich aus. Nein. Cozy kannst du nach dem Krieg als Dings nehmen, als Grashalmzupfer. Vielleicht hat er Spaß dran. Da müssten ja auch Hunde sein. Ah ja. Na, ich will einen Torso. Kuckuck. Nur ein Körper. Ich spüre übrigens keinen Schmerz. Gut, jetzt reicht's aber. Gebäude. Okay, durch Roboter. Auch interessant, ja? Ja, wirst du aufhören? Was glaubt denn der Hund, wer er ist? Ha? Wir sind ja da im Offenzirkus. Oh, Kleingeld. Schön. Mann, Hä? Keine Ahnung. Irgendwas wollte er mir wir sagen. wollen doch den Müll bestimmt nicht mitnehmen, oder? Erst, Alter, hast du das noch immer nicht checkt? Wir müssen da das Commonwealth aufräumen. Ansonsten tut's ja keiner. Und meine Taschen sind relativ groß. So, da wir werden da die Episode heute mal ein bisschen kürzer halten, müssen wir in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr Fallout 4 sehen wollt. Mir ist das egal. Es ist innerhalb von einer Stunde ist es aufgenommen, gerendert und auf YouTube oben, oder 1,5 Stunden. Ich habe kein Problem damit. Müsst ihr es halt nur in die Kommentare schreiben. Wenn wir jetzt noch das Fallout New Vegas Video eingeben, Fallout 3 läuft heute eh schon und irgendwie hätte ich heute noch Bock auf Fallout 3 aufnehmen. So. Hey, Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Nicht, die kann ich aber gern machen. Mach mal, sarkastisch. wenn ich dir sage, dass ich zu den Minutemen gehöre, willst du mich dann immer noch erschießen? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Willst du Hilfe oder nicht? Willst du meine Hilfe jetzt oder soll ich mich wieder auf den Weg machen? Versteh mich nicht falsch. Ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Ich trete ihnen in den Arsch. Ich trete denen für euch in den Arsch, kein Problem. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. So ist es. Wo müssen wir hin zu den Rädern? Ich glaube, wir müssen da in Richtung Corvega, gell? So. Da werden wir da mal ein kleines Stückele spazieren. Und dann werden wir weiter schauen. Dann müssen wir halt sagen, müssen wir in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Fallout 4 sehen wollt. Ich bin da flexibel.
Ich habe Zeit. Und ich nehme mir die Zeit eh. Eine Statue, gell? Also kein echter Vogel. Da auch eine Statue, gell? Also bitte. So der Hund, Ah, dort hinten ist da der Boomer, gell? Den werden wir später machen. Dann, wenn wir bei guter Bewaffnung sind. Oh, unser Glück leicht so hoch. Naja. Hose, du alte Gurken, du Schwadronierte. Mutanten, okay. Ja, wir laufen einfach noch ein bisschen in die Richtung und fertig. Da werden wir das Ganze dazwischen drin irgendwo jetzt einmal beenden, damit die Episode auf YouTube aufkommt. Da sind Gunner. Dann machen wir jetzt einen Runner und ja. Der Rest ergibt sich dann zu guter Zeit. Ah, da ist der Friedhof. Ich wollte eigentlich noch Corvega, aber irgendwie werde ich schon wieder angelenkt. Nehmen wir nochmal Dave, vielleicht können wir damit mehr Schaden machen. Mal schauen. So, haben wir eigentlich ein Level Up? Ja. Na, wir werden die mit nicht automatischen Gewehren. Hoffen wir. Gut. Jetzt dürfen wir gleich Kammerjäger spielen. Da, schau her. Dankeschön. Was sind die? Mücken. Ich hasse sie. Oder auch Gelsen, wie sie bei uns genannt werden. Das war's schon. Wow. Mannhaft widerliche Bestie. Aber gell, Cozy. Wird jetzt nicht ausfallen. Da oben ist die Bedford Station. Also der Herr Ford ist im Bett gelegen. Gut. Ja, ich glaube, das ist jetzt mal fürs erste ein guter Augenblick. Fallout 4 ist eh riesengroß, da können wir unsere Zeit lassen. Aus. Ja, das Spiel hast du in ein paar Stunden durch, gell? Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wie gesagt, wenn du mehr Fallout 4 sehen willst, ab in die Kommentare damit. Da die Sache mit den Gule machen wir noch. Dann werde ich mich für heute verabschieden, dass das Video auch noch auf YouTube aufkommt heute. Hervorragend. So.
Ah, da hin. Schüsse aus dem Hinterhalt, was? Feindlinge! Hey, geh dorthin. Wird erledigt werden. Also wenn wir vorbeigehen und Hey, Mann, na, geht nicht. Passt. Schauen wir mal, haben wir schon so viel Glück, dass das Dings da liegt, ist Gleisgewehr. Kinderspiel, aber da muss man einfach zugreifen. Das ist der beste Spruch, den er hat. Kinderspiel, aber da muss man einfach zugreifen. Das Gleisgewehr müsste nach meinen Entsinnungen ja da herin liegen, oder? Ah! Dieser verruchte, geile Lootfinger. Ein weiterer Behälter mit aufbereitetem Wasser steht für Sie bereit, Ma'am. Ja, danke schön, Meister der Mütze. Aha! Herrlich. Lass dich nicht verwirren, dann werden sie dich auch nicht torpedieren. Hau aus! Frischhandswerk, Orte feindliche Lebensformen. Au! Die Post. Noch alle am Leben. Ja, Cozy. Ich bin auch noch am Leben, das ist ja das Wichtigste. Da hinten ist auch noch einer. Jetzt wird hier mal aufgeräumt. So. Ja, Cozy, ich hab das eh schon gesagt, du kannst gerne anfangen zum Zusammenrahmen. Viel Spaß in den nächsten 3000 Jahren. Und du wirst sicher nicht fertig. Du wirst so gleich nicht fertig, wie ich mit den Spielen nicht fertig werde, weil ich einfach nur immer wieder ein bisschen was spüle und dann lege ich es wieder auf Zeit. Ich kenn mir. Dann machen wir zu. Und das nächste Mal geht's dann weiter in Richtung Corvega. Bis zum nächsten Mal und Baba dabei.